Willst du im Podcast darüber reden? Ja. Also, dann sag mal, was wir alles drauf haben. Also heute haben wir die Frage vom Shio, ob es wirklich höflich ist. Nachher haben wir den Rant von Bands von Sachen, die man ab 22 einfach nicht mehr machen sollte, die nicht mehr okay sind. Und nachher Man macht es nicht mehr. Man macht es nicht. Nein, man sollte es nicht mehr machen. Es gibt eben genug Leute, die es noch machen. Top oder Flop Österreich machen wir noch. Und dann vielleicht schaffe ich noch 15 Minuten über die Bürgergeld-Diskussion in Deutschland zu ranten. Also, Die haben wir schon was gehabt, mit denen. das ist zu abgefahren. Nein, das mache ich nachher noch für eine Band. Hey, willst du nicht eben reden, dass es die Bauern in der Schweiz sogar demonstrieren gehen? Nein. Und eigentlich... Egal. Intro! Da liegt ein Düftchen in der Luft. Nice. Wir müssen wieder so tun, als wären wir Kollegen, damit wir da alles durchbringen. Nein, so jetzt nicht mehr. Oh, ich kann euch noch erzählen. Morgen. Wenn wir nicht mal zuerst sagen, hoi Leute. Hoi. Willst du das erzählen? Was? Also, hoi Sven, wie geht's dir? Hey, eigentlich gut. Schön. Oh, eigentlich. Wieso? Du hast jetzt herzlich willkommen gesagt, es geht dir sicher nicht gut. Herzlich willkommen! Also nie Du bist ein Podcast-Folge. bisschen langsam, hä? Ja. Eigentlich geht es mir gut. Ich habe einfach das Gefühl, im Podcast in letzter Zeit, ich bin einfach nicht so ein spannender Mensch. Hast du den Podcast mal gelost? Hä? Hast du den Podcast mal gelost? Der von letztes Mal? Ja, einfach generell. Ja, ab und zu. Ah, du hast nicht das Gefühl, du bist ein spannender Mensch? Also ich finde es schon spannend, was wir reden, für uns. Aber ich habe das Gefühl, ich bin nicht so spannend für... Das Einzige, was ich mache im Moment... Du wiederholst dich. Ich Ja. wiederhole mich sowieso sehr. Aber ich habe das Gefühl, wir im Podcast allgemein tun uns ja wie regelmäßig. Das regt mich auch auf. Wieder Das so, ist immer so, wieder wir reden immer wieder über das Verschwörungstheorie und Gleiche, wieder genau. Religion und ich fick deine Mutter. Aber Ja, Verschwörungstheorie und Religion haben wir schon das Weile nicht mehr gehabt. Ja, gut, fangen wir mit dem an. Ja, ich Nee, habe gehört. Nee, das, Spaß. wo das Ding ist das Einzige, wo ich mich halt wirklich legit, das Einzige, wo ich mich im Moment damit beschäftige, ist einfach Zukunft verbessern, Zukunft irgendwie retten. Ja, die Und- Leute sind dankbar dafür. Und ja, vielleicht schon. Es gibt es gibt Leute, die es cool finden und so und finden so auch, oh, das machst du super und weiter so und so. Und das ist alles gut, aber ich meine, in einem Podcast, ich habe effektiv nichts Spannendes außerhalb von dem zu erzählen, weil das ist das Einzige, wo ich mich beschäftige damit und über das will ich ja nicht die ganze Zeit reden, weil es zu einseitig in dem Sinn ist. Dass du nicht werkst, ja. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Weil ihr redet dann über so Sachen, die so lustig sind und so und ich habe dann Apropos, keinen Zugang dazu. seit mega langem ist mir einfach nur passiert, dass ich abgelaufene Milch getrunken habe. Und jetzt heute wieder, oder was? Nein, Er hat nein. einfach am Boden gekotzt, der Spaß. Kollege, so Bröckli, die ich habe fast gekotzt. Also nein, ich habe schon geschluckt und dann bin ich so drüber gekommen. Heute hast du Nein, abgelaufen, das war am Wochenende, gewesen, Alter. Aha. Das ist mir genau so gekommen, wie der bei der Milch steht. Das ist mir genau so einer, der draussen steht, mit so wenig drinnen. Und wir müssen nicht in den Kübel kippen. Und dann so geschüttelt, da ist doch ganz wenig drinnen. Und ich so, ja, der Schluck nehme ich schon. So, la geil, Alter. Gerade gekötzelt, Alter. Voll, und ich habe den Kübel nicht genau schon aufgemacht. Dann habe ich einfach, Wenn eine Flasche nur noch einen Sip drin hat, dann öffne ich die nicht. Einfach, das haben wir den Lull versaut. Wegen? Ja, weil es... Spuckenschluck. Nein. Er hat immer... Da, wo ich noch bei den Eltern gewohnt habe, oben in der Wohnung, Mhm. sind sie immer bei uns gewesen. Und danach hat er irgendwann damit angefangen, einfach immer eine Flasche in den Raum zu werfen mit einem Sip drin. dreh mal Leute. Oder gegen das Mikrofon. Er hat einfach so, gibt's nichts. Nein. Und dann hat er einfach halt immer die Flasche reingeworfen, und hat mich so provokant angeschaut. Und dann sind die Flaschen halt immer nicht rumgelegt. Und Oh so. nein. Teilweise hat es schon ein bisschen grusig ausgesehen. Aha. Ja. Darum, wenn etwas nur noch einen Sip drin hat, dann ist es nicht gut. Ja. Ja gut, dort, wo ihr das zweite gewohnt habt, also über die Eltern, dort, Ja. Das hat jetzt alles nicht gut ausgesehen. dort würde ich jetzt auch nicht irgendeinen angefangene Flasche trinken. Nein. Boah, letztens haben wir ein Video gesehen, wo der Elia sein Zimmer aufgeräumt hat. Ja.
Also einfach, wo man so Möbel weggerückt hat. Flecken. Alter, die Flecken. Aber ja, der Teppichboden und so gehabt, das ist noch das Bittere. Und Ja. danach, das kann ich die Tine überall Essen mal gehabt, aber du hast nicht können essen, weil du nicht gewusst hast, wie lange das auch mal lieb, Bro. Darf doch wo? bei dir, Also, das bei ist doch... Was? Wo war das? Gewesen? Aha. wo wir Hallo! raus sind. Himmeli! Ja, wenn dort Essen drin ist, ja Mimi. Immer wenn wir Podcast aufnehmen, kommt das Mimi heim. Ja. Mm. Sie spürt das irgendwie ein bisschen. Wieso haben die jetzt eigentlich wieder HelloFresh bestellt? Wieso haben die Das wieder Mimi hat es HelloFresh? aus Versehen gemacht. Was? Aus Versehen? Ich bestellt mal aus Versehen. Ich wollte schauen, was es so hat. Dann habe ich mich angemeldet und dann hat es mir einfach das Abo wieder erneuert. Dann hat es mir einfach so eine Fickbox. Vor allem, weil jeder scheiß zweite Podcast eine scheiß Werbung macht, wo man einfach wieder 15% bekommt. Nein, 260 Franken Schweizer Franken sparen. Oder 160. 160 Finde ich aber- weniger, ja. ja. Finde ich nämlich lustig, weil bei den Deutschen ist es nur 100. Aber Die Krankheiten spreaden. Ja. Nein. So, jetzt kommen wir zum Thema vom Nein, Joshua. Benz, wie geht's dir? Gut, jetzt kommen wir zum Thema Schief, zum wie Joshua. geht's dir? Gehen wir zum nächsten Thema. Joshi! Und dann kann Leute reden, er ist der traurige Mitglied. Ja, Entschuldigung, ich bin krank. Ich bin krank! Das sagt er einfach, weil Er er ist will verkältet definiert ein bisschen. werden. Er ist nur ein bisschen verkältet. Ja. Jetzt ist es Das schön ist warm. Hey, wie heisst das, wenn man so Neurodermitis, Heuschnupfen und so hat? Es gibt so eine Trio... Ja! Nein, es gibt so ein Triple-Ding. Yoshi. Nein, das trifft viel zu dritt auf. Ich glaube, du hast auch alles drei. Afro, keine Ahnung. Hämorrhoiden. Ja, aber das scheint in meiner Familie mega lang gewesen. Ich habe es auch nicht. Schwänzglosch Irgend so Hyperdings da, keine Ahnung. Hyperallergen oder... Du bist einer von den Jüngeren Nein, Geschwister. der- Das heisst, du hast die wenigsten scheibigen Sachen geerbt. Ich glaube, das ist so die Erstgeborene, die erben immer den grössten Scheiß. Nein. Meinst du nicht? Also es würde keinen Sinn machen. Rein... Seine Brüder ist allergisch auf Brot. auf Brot, Alter. Ja, aber es würde halt biologisch einfach keinen Sinn machen. Also würde schon keinen Sinn machen. Weil das ist ja immer ein random Mischmasch zwischen einem random Spermium und einem random Ei. Aber vielleicht lernt ja die Gebärmutter. Vielleicht lernt ja Gebärmutter. Ich glaube auch, dass Ja, für Gebärmutter ist das erste Mal. Ja. Ja, weißt du, Ja, alles das- besser. Schau, ich bin immer noch Anhänger von dieser Theorie, dass ich meine Niere im Bauch von Mami vergessen habe und Rilli hat sie mitgenommen. Ja, er hat sie mitgenommen. Aber zur Ja. Hälfte noch gegessen, weil er Hunger hatte. Es war so ein bisschen verkümmert, gewesen, weil sie Ja. schon lange niemand mehr hatte. Und dann ist sie halt nicht mehr ganz... Dann denkt sie, schau da. So eine Sauhund. Mal, das kann sein. Von wem reden wir? Oder die andere Theorie wäre, dass sie seine Wer ist Niere ein Sauhund? leer gemacht haben und ein Sie Baby sind rausgekommen. noch essen, dann säckelt sie da durch zu mir Kopf in die Schüssel und durch. Apropos Whisky, sie hat Scheisse am Rücken. Oder? Das ist nicht cheesy, das sind Säule. Nein, das hat nach Scheisse ausgesehen. Das war gaggig. Was für Sam? Kann ich bitte im Podcast reden? Ja, sie Mima lenkt uns ab! Ich muss mal gehen. Nein, ich kann nicht. Schau mal, wie extra die Vorschrift macht. Da ist so ein Partei, wenn ich will. Partei! Oh, lieber nicht, du bist ein gutes Mädchen. Und was? Unter der Hose. Für dich? Nein, fürs Mimi. Geiles Partei. Aber nein. Okay, gut. Die Joshua, der Frieden. Du darfst nicht essen. Der Joshi darf nicht essen. Nein, es wird nicht gegessen. Ja, Mimi, du hast gar nicht gegessen von der Partei. Das ist ja voll. Ich weiss, es ist riesig. Es Nein, ist ist nicht. riesig. Hast du schon Ist das gegessen andere davon? Ding gewesen, oder was? Du bist im Restaurant gewesen. Hast du Aha. gegessen davon? Ja, ich habe wirklich viel gegessen. Lustig. Ich habe noch geschafft, auf zu schmecken. Ja. Ich hätte zwar eben das Reis gemacht. Haben die nicht Hunger? Hat der Lia nicht gegessen? Weißt du nicht? Ich nehme nachher schon noch etwas, wenn ihr etwas habt. Ja, das Öschi. Reis von gestern. Öschi. Öschi. Das ist noch Curry von mir, oder? Joshi, sag, Nein, es sind nur Bulle von dir. Als Bulle nur. Joshi, sag, ist es wirklich höflich? Deine Mutter sagen. Also können wir jetzt bitte mal ein bisschen Landry bringen, ein bisschen Lautstärke. Okay, also. Ein kleine Interessantigkeit in der Stimme, Alter. Also. Ihr Missgeburten, ihr Elendigen. Hey. Ich habe ewig geschafft, ich habe bis... Jetzt ist Ruhe! Jetzt rede ich. So. Hallo meine lieben Leute. Wir können nicht über etwas reden. Ah! Da ist der Joshi am Rennen. Jetzt auf den Tisch geklopft.
hau mal meine Nüsse auf den Tisch und sage, es ist nicht höflich, wenn man Leute Grüezi sagt auf der Straße. Wieso sollte es nicht höflich sein? Wieso sollte es höflich sein? Weil du sagst, Grüezi kommt von Grüße. Ich grüße sie. Grüßt euch. Aber grüße sie. Du gehst vorbei und sagst, ich grüße sie. Wenn du einen Gruß bekommst, freust du dich nicht, Gio? Nein. Wieso sollte ich mich freuen? Übrigens so irgendjemand das Herzlose. Schau, ich habe den gleichen Gedanken auch gemacht, aber viel tiefer, weil der ist scheiße. Weil Grüezi sagen ist kein Aufwand. Wenn die Leute Freude haben, ist es kein Problem. Nein, was in meinem Punkt ist, wieso sollte es höflich sein, wenn sich die Leute dazu gezwungen fühlen, das zu sagen, einfach weil man es macht, weil es höflich ist. Ich fühle mich nicht dazu gezwungen, ich mache es gerne. Ja. Ich habe Freude, dass die Leute ja. Freude haben, wenn ich ihnen Grüezi sage. Ich sehe den Gedanken ich sehe deine Gedanken, dass wenn du etwas machst, nur weil es halt irgendwie musst machen, dann hat es inhärent keinen Wert. Aber ich glaube, dass, wie der Benz, dass ja heutzutage gar nicht mehr so ist, dass du musst. Und darum, Nein, wenn du wenn heute der Stadt erst sagst, recht nicht oder so. dann ist es ja trotzdem positiv. Ich habe den Gedanken darüber Du gehabt. hast Freude verbreiten. Einmal in dem Podcast haben wir darüber das geredet. Ja. Wenn du in den Zug steigst und jemanden siehst und du hast Kopfhörer drin und dann fängt er mit dir an reden, oder? Und dann tust du ihn wieder stoppen, ja, oder rausnehmen, so, ja, wieder rein tun. Und dann hast du das Gefühl, du musst mit dem chillen und du musst mit dem hocken und reden. Und du weißt ja gar nicht, wie seine Seite ist. Ich habe einfach gedacht, fuck, ich habe gesagt, ich muss jetzt so machen hocken, oder er wirklich Freude hat. Und dann bin ich der Meinung, es ist höflicher, zum einfach, anstatt mit ihm zu reden und das Gespräch zwanghaft aufzuerhalten, ist es höflicher, zu mir sagen, hey, look, ich will lieber Netflix schauen oder meinen Podcast hören. Ist easy. Und dort hat er gemeint, nein, das ist unhöflich. Und ich habe gesagt, ich finde das höflicher. Ich hätte Freude, wenn mir jemand sagt, Bro, ich habe vielleicht nicht höflicher, aber... Das hat er auch gesagt, aber ich glaube mal. Er hat auch gesagt, ja, es macht schon Sinn, dass man das macht und so, aber es ist nicht höflicher. Mal, es ist höflicher. Was ist die Definition von höflich? Ja, das haben wir dann auch angefangen zu googeln. Ja, wirklich? Ja. Was ist die Definition von höflich? Ja, wird irgendwo vom Hof kommen, dass du dich so verhaltest, wie am königlichen Hof es richtig ist. Eben, aber dann ist es ja nicht, was besser ist für den anderen, sondern Ja, also wenn wir- Dann ist es nicht ehrlich, sondern Ja. dann ist es so eher so... Aber Nicht. für uns wäre ja jetzt nie die Definition höflich, dass du, ja, das ist halt einfach ehrlich ist. Der andere mit Respekt gegenüber entstehst, oder? Und das ist ja respektvoll. dass Wenn du du, dich besser für die andere Person verhaltest. So. ja. Und ich... Du bist das, Ich meine, vielleicht ist er ja genau die gleiche Situation Ja. wie du. Das weißt du nicht. Ich habe das bei so vielen Themen habe ich das Gefühl, hey, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, wieso das nicht passiert so. Aber irgendwie wäre es schon am einfachsten und am schönsten, wenn die Leute einfach alle würden sagen, was sie denken in gewissen... Also nicht... Es gibt auch so... Über das haben wir auch schon geredet im Podcast. Es gibt auch so ein Movement, so ein... voll Ehrlichkeit, wo dann aber sagen, du musst alles sagen, wo in deinen Gedanken ist. Das stimmt ja nicht. Das Und ist, ja Bullshit. Nein, Aber- du kannst ja ehrlich sein, ohne dass du alles hast, was Ja, dein Gedanke aber ist. dass du so aufrichtig bist und so, wenn die Leute würden sagen, wenn ihnen etwas nicht wohl ist, wenn sie einfach würden sagen, so, hey, ich finde mir ist nicht wohl so, das wäre viel geiler, glaube ich. Nein, ich glaube, es geht eher um den Respekt, eben Respekt gegenüber, respektive in dem Sinn, du willst das Beste im Gegenüber. Und dann weißt du, easy, ich muss jetzt das nicht sagen. Und dann kannst du von mir aus auch zu Lügen rein und sagen, easy, es ist besser für ihn, wenn ich ihm jetzt die kleine Notlüge gebe. Und nicht für dich lügen. Weil dann ist alles easy. Ja. Habe ich das Gefühl. Wenn du wirklich ehrlich, aufrichtig von dir behaupten kannst, ich habe es für ihn, also weißt, ich kann mich respektvoll gegenüber ihm verhalten und nicht aus deiner Not rausgelogen oder so, dann ist es immer easy, habe ich das Gefühl. Ja, das glaube ich auch. Gio, was glaubst du? Ich glaube nicht. Ich Nice, du bist weiss. Agnostiker. Ich glaube nicht, ich weiß. So nah müssen. Du bist ein Fundi. Weil ich schaue, so weit ich gesehen habe. Und darum alles, was ich gesehen weiss ich Du auch. bist ein kleiner Fundi. Ich Ja. bin der Nachkömmling von einem Fundi. Was ist das, was ihr wirklich wisst? Niemand, das haben wir doch gesehen. Dass Video. ich Niemand weiss, Joshua was weiss. heisse. Was, fuck, ich Jetzt habe nicht etwas auf anderes Religionen sagen. bezogen, allgemein. Ja, das ist ja immer das Gleiche. Du weißt nicht, was du weißt. Also du weißt ja nichts. Ich weiss, dass wenn ich den Knopf drücke, dann geht der Fernseher an. Woher willst du es wissen? Siehst
Woher willst du das wissen? Was wäre jetzt richtig geil gewesen, jetzt hat keine Batterie reingekommen. Das wäre schon geil gewesen. Ja, sag ich, es ist, ja. Aber nein, du glaubst, dass du weißt, dass du den Knopf drückst, dass der Fernseher angeht. Nein, aber wenn er ja angeht, dann weiss ich Ja, dann hast du dein Glauben bestätigt. Dann weißt du es dann noch. Im Nachhinein weißt du ja. Im Nachhinein, ja, nee, aber es das gibt ist ja doch Bullshit. Im Vorhinein weißt du ja nie. Fertiger Blödsinn, was Im du jetzt so Vorhinein- klarst. Ein riesen Müll, Alter. Nein. Wenn ich weiss, look, oh, es hat... Er geht an. Ja, stimmt schon. Schiebe, Vor allem kannst du es auch nein, bringen mit Autos 1 ist wenn 2, ich das den weißt du. dort das ist etwas öffnen. anderes. Und umkippen, dann kommt Milch raus. Nein, Nee, nicht, das wenn's weißt du leer ist. nicht. Ja, aber ich, Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross. Aber du wenn weißt ich es nicht. eine Milchpackung klopfe und merke, oh, sie ist schwer, dann ist da irgendetwas drin. Weil Karton, das weiss ich auch, wenn ich ein ganz fixer Ja. Bub bin. Fixen! Was? Ja. Wenn du ein bisschen rüttelst und Fixer schüttelst und dann hörst du ihn auch, Ja. dann machst du gluck, 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 gluck. Ja. Das Argument ist auf einer anderen Ebene. Von einer richtig behinderten Auf einer Ebene. philosophischen Ebene. Nein, das kannst ist nicht du philosophisch, das ist einfach wissen- geistig behindert. Nein, wirklich. Nein, weißt du, so, auf dem Niveau bin ich ja schon gewesen. Hast du schon mal 2000 Jahre lang. Hast du schon mal Oder mehr. überlegt, Alter? 4000 Jahre lang haben sich Wow, schlaue das ist so Menschen deep. mit dem auseinandergesetzt, ob man überhaupt irgendetwas wissen kann. Und du willst jetzt erzählen, dass es geistig behinderte Leute alles sind? Ja, aber Kollege, also du beziehst dich jetzt auf Philosophen. Ja. Aber Philosophen, es ist doch auch einfach die unspirituelle Art gewesen von Religion, Menschen. Nein. Die haben sich zahlen lassen. Die meisten haben okay. sich zahlen verlassen für das, Bei was sie dem gesagt Aspekt haben, ich vielleicht denke schon. besser als du. Und die anderen haben sie gesagt, ihr seid geile Sicher, ihr seid so gescheit und so. Gut, es hat geile, gescheite Sicher darunter gehabt. In Aber dem- die meisten nicht. Ja. Und der eine Wichser da, wie heisst der Diodidus, Der der hat sie- Diogenes, der ist einfach ein geiles Sieg. der hat ihnen bewiesen, dass sie nicht alle gescheite Sicher sind. Ah nein, warte, das ist nicht der Diogenes. Diogenes ist einfach der, der rumgepisst Ja, hat. den meine ich und- aber, mal. Ah, schon. Ah, du meinst, dass sie, wie hat sein Lehrer? Nein, warte, der Dings, der... Der sagt, ihr wisst nicht... Sokrates, Ja, oder? der Sokrates. Sokrates, Aber ja. den meine ich gar nicht. Der hat sich leid durchgepeilt, aber das ist eigentlich auch Bullshit. Das ist ja auch, dass ihr wisst nicht... Ich weiss, dass ich nichts weiss, weil ich weiss. Ja. Oder so. Irgend so. Aber schaut, nein. Das ist das, was letztens, ich habe wieder alte Podcasts gelesen und dann, wo der Bounce gesagt hat, so, wenn ich sage, dass ich nicht gescheit bin, bin ich gescheit. Das ist so genau das Level, Alter. Das ist genau das Level. laberst du. Also, das Ding ist... Nein, aber das war etwas anderes gewesen. Weil ich habe gesagt, ich sage auch, ich weiss, also weil ich das weiss, sage ich bin nicht gescheit. Ja. Weil ich nicht weiss, obwohl ich meine, ich weiss es, aber ich weiss über das Bescheid, darum sage ich das. Das das- macht dich gescheit, weil du dann... Was es bedeutet, dass du reflektiert bist. Ja, weil ich das dann noch gedroppt habe, reflektiere ich dich Und wieder. reflektierte Menschen sind gescheit. Das ist der Infinite Wisdom Glitch. Ja. Nein, das Ding ist der. Öschi. Ja. Die PhilosophInnen. Früher hat es geglaubt. Nein, definitiv Nein, also früher da kannst du schon Philosoph Nein, sagen. Alter, heb dich in die Fresse! Gibt es eigentlich irgendeine berühmte Philosophie? Ja, Von dieser ja, Zeit? ja. Nein, von Philosophin? Von den- Heisst nein, nein. der Philosoph? Zeit weiss ich nicht. Nein, safe nicht. Die hat sicher nicht mehr dürfen, Eine Alter. Philo... Nein, Oh, das es hat irgendwelche Was Frauen. sag's bitte, Philo? Sag's bitte. Was eine Philo? Was? Eine Fimo... Fifo. eine Philöse. Fimöse. Philonöse. Ja. Nein, der Punkt ist, die Nein. Gedanken, Philosophen sind, und heute ja, Philosophinnen, sind coole Leute, die probieren die Welt, die probieren der Wahrheit näher zu kommen oder so wirklich zu durchdenken, was ist überhaupt Wahrheit, was können wir wissen, was können wir daraus machen. Haben die so eine Das ist Checkliste, die sie geil. abschaffen? Oder tun sie... Weil an Nee, gewissen das Sachen Problem bleibst du ist, einfach es hängen. Nein, das Problem ist, es gibt mega viele Modelle, verschiedene und heutzutage irgendwann ist dann, eben früher war das Ding gewesen, von wegen, ja, was ist objektiv, gibt es überhaupt Objektivität, und nachher sind ein paar Leute gekommen, die eben tendenziell so kritisch, nein, nachher ist die kritische Philosophie gekommen, wo auch viel feministische Philosophie dann reingekommen ist, wo dann gesagt haben, ey, das, was du vorher gesagt hast, eigentlich, also was labert ihr, es macht null Sinn, Ja, ist aber- es hat keinen Zweck, zum Das so Ding ist, diskutieren. Hast du jetzt Sexismus betrieben an Philosophinnen? Wegen? Was ist denn feministische Philosophie? Und dann hast du gesagt, das ist macht keinen Sinn, dann ist die kritische gekommen.
Nein. Die kritische und die feministische Philosophie Haben gesagt, es macht keinen so Sinn. Strömungen gewesen, die gesagt haben, so, was labert ihr? Das hat Ja. null mit unserer Realität, also in dem Sinne Realität zu tun. Klar kann man nie wissen, ob es wirklich Realität ist, aber es ist einfach scheißegal, weil es ja uns in dem Sinn nicht betrifft. Weil jedes Mal bis jetzt, wo ich die Milch gekehrt habe, ist Milch rausgekommen. Das heisst, es lohnt sich nicht zum drüber überlegen, ob jetzt das nächste Mal wieder wird Milch rauskommen oder nicht. Ja, aber die haben ja recht, Kollege. Genau, ja. Weil das sind noch Hurensöhne, die so weiterbleiben und dann sagen, ich brauche Geld für das. Hä? Ich brauche Geld, dass ich mein Essen kann leisten kann, mein teures Essen, weil ich habe ja studiert, ich will viel Geld. Ja. Dann kann ich überlegen, ob ich das Milch ausleere oder nicht. Oder eben, wenn ich einen Äpfel habe und einen Äpfel, dass es nicht 2 Äpfel gibt. Ja, sehe ich. Aber also in dem Aspekt, wenn es Leute gibt, die sich zahlen lassen für Bullshit, dann ist es scheiße. Aber wenn sich Leute zahlen lassen für irgendjemand, weil irgendjemand das Gefühl hat, hey, es ist wichtig, dass du das machst, dann finde ich es nicht scheiße, dass Aber- du so viel Geld Ja, aber bekommst. heutzutage sagst du ja das nicht mehr. Ist es, wenn du Bullshit gratis machst, besser als wenn du Bullshit... Ist es denn anders? Weißt du, wenn du einfach Bullshit machst aus... Ja, aber da bist du ein Psycho. Wenn du machst etwas und tust so Preise als du bist der Geilste, also nicht der Geilste, einfach du machst etwas Gutes. Ja, Aber eigentlich ist der grösste Bullshit, ja. wenn zum Beispiel, sagen wir, Homöopathen ohne Grenzen, so etwas in dem Ja, aber die Level. haben ja Geld über. Ja, aber sagen wir jetzt mal, du willst es gratis machen, weil Ja, du dann so ist ein es das grosser Hobby für Mensch bist. Homöopathen ohne Grenzen. Ja, das ist Was das Ärzte ist ohne Grenzen, das? einfach Leute, die Homöopathie irgendwo Nein. auf Afrika gehen. Nein. Nein! Nein! Gibt's das? Nein! Du verarschst mich! Ich hab das... Ja, wo Das ist das also... gewesen? Das, Das nein! war ein Böhmermann, der das Oh, erzählt shit. hat. Das darf es nicht geben. Das darf es nicht Und dann, geben. eben, und dann, weißt du, dann nehmen wir so ein Level und dann du nimmst zwar kein Geld dafür, aber du machst so etwas. Und dann Kollege, dann ist das kleines schwarzes Kind mit Augenkrebs und dann kommt einer und will so Kügel ins Auge. Hey, nein, das ist nicht okay. Das ist schon bitter. Ja, Entschuldigung. Also was ich ist das meine? Ding? Ob Ja. das schlimmer ist, als wenn du Geld dafür nimmst? Ja. Sagen wir, Nein, es ist einfach das Hobby. macht es einen Unterschied Ja, aber in dem, was du tust, wenn du für das, was du machst, Geld verlangst oder Ja. nicht Geld Ja, weil verlangst? du halt mehr Reichweite kannst generieren, wenn du Geld bekommst. Aber macht, finde, wenn nein, du aber das Geld- Ding ist, nee, das Ding also ist jetzt abgesehen von der Reichweite, abzocken- sondern einfach rein der Akt von dieser Tat. Ja, der Akt von dieser Tat selber spielt Macht ja es einen wirklich keine Unterschied, Rolle, wenn weil du die Geld Handlung... dafür nimmst oder nicht? Weil die Handlung spielt nur dann eine Rolle, wenn es andere betrifft. Und wenn es andere betrifft, dann ist es ja wie scheißegal, aus welchem Grund dass du es gemacht hast. So. Aber mit dem Geld kommt halt der Aspekt von wegen, du nimmst halt einfach andere Leute aus. Ja. aus, wo dir glauben, dass du eine Ahnung hast, obwohl du Bullshit machst. Und das ist schon problematisch. Das ist wirklich so. Wieso würde ja, wenn die Kügel niemand kauft und du sie einfach verschenkst, ja, dann fressen sie es vielleicht und dann glauben sie vielleicht auch weniger dran. Weil sie haben ja kein Geld dafür ausgegeben. Ja. Und die schon die, ich weiß nicht, ob das gestern schon ich gefragt habe, hast du mal die Videos gesehen von diesen Leuten, du Moldus habe ich gesagt, von diesen Pfarrern oder was, das sind in den USA. Ja, das hast du mal kurz angeschnitten. Das Ja. habe ich was gestern geht's? schon schnell Weil, erzählt. weil wir es... Es gibt so ein Video, es gibt so TikToks oder so. Nein, er nicht, das war beim Zimmer, weil es Nadine das Buch verlassen hat und sich darüber ja. aufgeregt hat. Also gesagt Es hat, Jesus will nicht, dass du... sagt nicht, du musst und so. So wieso wissen Ja. das? Es gibt so Ausschnitte aus so Predigten in den USA von so Mega-Churches, also Ah, die sind riesige schlimm. Kirchen. Das ist wie ein Megapark einfach. Und du hast irgendwie... Nein, das ist keine Ahnung, härter als sind- Megapark. Das sind wie Stadien mit so mehreren 10'000 Leuten drin. Und Ja. dann ist so ein alter, weißer Sack dort vorne, der seit 50 Jahren wahrscheinlich den gleichen Scheiß erzählt. Also nichts beiträgt zu irgendetwas. Und dann siehst du so Ausschnitt, wenn er erzählt, dass, wenn er wie sich so blufft damit, dass er irgendeine riesige fette Villa hat und riesig, also irgendwie so und so viele Autos und so viel Geld. The fuck? Und begründet es nachher damit, Dass ja, wisst ihr, zuguckt. mit dem Geld, mit dem riesigen Haus, kann ich nachher mächtige Menschen beeindrucken und einladen und dann, also er begründet wieso, dass er ein riesiges Haus braucht. Ja, wie gut Vor- das geht, ne? Ja, nee, weil die 50'000 Leute, die zuschauen, die sind ja die ihm Ja. das Geld in die Hand schieben. So. Aber ich kann ja dann auch sagen, ja Bro, das hat mir gut gegeben. Nein, Karton. Aber wie willst du das, wie willst du sonst, du kannst nicht, also das ist ja das katholische Kirchenteil, du kannst ja nicht die Bibel Nein, das ist auslegen. Sektor-Style, ne? Ja, du kannst ja nicht die Bibel auslegen im Sinne von eben, hey, und demütig und für die anderen leben und so. Du kannst ja das nicht
begründen, irgendwie zusammenbringen mit einer riesen Villa und mehreren Autos und absolutem Luxus. Ja, mach auch nicht. Das kannst du diesen 50'000 Leuten eigentlich nicht erklären. Könntest du nicht. Nein, in der Bibel steht, alles ist nichtig. Ja. In der Bibel steht, er geht das Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reich ins Himmelreich eingeht. Ja, so Zeugs halt. Und es ist so straub, wie viel Geld das die haben. Geld. Ja. Haben wir schon mal über Scientology geredet da? Ja, wegen dir. Gell? Deine Rekrutierung haben Das wir ist so mitbekommen. krass. Hey, ich kann irgendwo wegen vorne, wegen Lügen und so. Irgendwo mal gehört, dass unsere Welt eine Simulation, also was wäre, wenn unsere Welt eine Simulation wäre, wo das Lügen getestet wird, dass Menschen lügen können. Und darum ist unsere Welt so. Und es würde sonst gar nicht funktionieren, dass man lügen kann. Wo Wie wir was? davor geredet haben. Aha, wir sind eine Simulation, die Wo ausprobiert, wie... Ja, wie es wäre, wenn die Leute könnten die Unwahrheit sagen. Habe ich witzig gefunden. Ja. Gut, wenn wir einfach weitermachen mit dem nächsten Thema. Ja. Ich wollte nur davon mal noch sagen, wo du wo wir es noch über Höflichkeit kann. Ja. Wie sind wir jetzt zu dem gekommen? Ist es wirklich höflich? Zu was? Wenn wir vorher geredet haben. Das weiß ich nicht. Auch über Höflichkeit. Ja. Die haben wir gefragt. Hab ich auch antwortet. Da, deine Mutter. Hey, das ist wirklich. Also, ich habe gesagt, es gibt Sachen, die macht man ab 22 nicht mehr. Wieso 22? Sag ich jetzt einfach. Weil ich Wieso sage, nicht 21 21? sind, oder 23 machen Wieso wir nicht mehr. 24? Ja, weil ich habe eine Grenze brauchen. Ich gebe den Leuten, die erwachsen sind zu Amerika mit 21, denen gebe ich noch ein Jahr. Und mit 18 ist sowieso. 18-Jährige sind die dümmsten. Und jetzt, aber wahrscheinlich eigentlich schon 25. Ich will fast behaupten 25. Wir sind so in dem Alter, wo wirklich musst sagen, hey, langsam musst du wirklich mit den Sachen aufhören. Mhm. Aber es ist so ein Wandel, es fährt ab 22 Jahren. Und ab 25 sollte der Wandel aufgehört haben. Also wirklich, wir sind jetzt So in dem wie Alter. Deadline. Ja, genau. Ja. Jetzt muss wirklich fertig sein. Und jetzt wegen gestern so, ich weiß nicht mit dem zu tun, aber auch so Sachen wie, also etwas ganz harmloses, wo mir jeder würde zustimmen, ist so, eine Frau fragen, willst du mit mir gehen? Ja. Oder? So, auf gestern habe ich jemanden gefragt, willst du mit mir gehen? Oder was? Nein, so die übertriebene Form von gestern. Oder halt eben so tun, als würde man nicht erkennen, dass jemand Interesse an dir hat. So. Aber das erkennt man einfach. Da muss man nicht sagen, was? Ich gar nicht gedacht. Oder halt das Phishing von Compliments. Hör auf. Ja, aber das ist ja erst... Ja, es ist Weiss egal. nicht, Es sie ist dürfen egal. noch. Ich Ja. sage einfach, was. Sie dürfen noch. Sie Einfach dürfen Phishing for Compliments Ja. ist auch so etwas. Ja, das einfach, stimmt. du musst Das sehe deine ich. Fähigkeiten ab 25 in den Griff haben, du solltest deine Stärken und deine Schwächen kennen. Dass man das um einen 15-Jährigen erwartet, wenn er seine erste Bewerbung schreibt, ist unmöglich. Hör auf mit dem. Aber mit 25 solltest du deine Stärken kennen und dann solltest du das können sagen. Was deine Stärken, was deine Schwächen sind, darum musst du auch nicht mehr für Kompliment fischen. Punkt. Ist traurig. Sehe ich. Was auch noch ist so Autos übertrieben cool finden, vor allem wenn es um Lamborghinis geht. Weißt du, was ich meine? Ja? Und ich finde auch, das ist einfach Straube. Lamborghinis sehen erstens scheiße aus. Und generell jeder Sportauto, wenn du nicht völlig Geld hast, wenn du nicht so viel Geld hast, dass du dir kannst ein Sportauto aus alleine kaufen, weil du das willst mal, weil das Fahren geil ist, das wird immer so sein. Das Fahren von einem Sportauto, das wird immer Freude machen. Es wird jedem immer ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Aber dass du so verblendet bist und das Gefühl hast, du musst eins haben und darum es leise oder sonst irgendetwas, oder so mega cool findest, das ist einfach fertig. Das musst du rauskommen. Vor allem, wenn es eben um Sportwagen geht, die Porsche, Lamborghini, Ferrari und so. Etwas anderes kann man dann noch Aber drüber das ist so reden. das Ding, das fährt erst mit dem Alter an. Nein. Nein. Und ich zähle dazu M3 und so Audi rein, weißt du, die wirklich... Ich auch etwas. Ja. So tun, als ob man Leute nicht würde sehen, die man kennt. Ja. Weißt du, Ja. wie ich meine? Ja, ich weiß Du bist einfach so, du bist doch jetzt genug lang, dass du, genug alt, dass du irgendwie kannst damit umgehen, wenn irgendjemand in deinem Blickfeld ist, wo man ja genau weiss, dass man sich sieht, weil wir Menschen halt aus irgendeinem Grund dazu, keine Ahnung, unser Hirn ist halt krass und sieht, wenn wir jemanden kennen im Augenwinkel. Und dann weisst du halt, der ist dort. Und dann musst du doch nicht so tun, als würdest du irgendwie die Person nicht gesehen haben. Du kannst doch einfach schnell rüber schauen Das auf jeden Fall gut. und fertig. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber ab wenn
Zum Beispiel, wenn jemand schon lange, wenn du einfach nichts mehr zu tun hast mit dieser Person. Ja, du musst ja nicht, ich sage nicht, mein Punkt ist nicht, dass du jeder Person solltest so Und winken reden, oder so. und reden. Aber sondern- mein Punkt ist, dass wenn du dann so tust, so, oh, hoffentlich sieht sie mich auch nicht, ich tue so, als ob sie mich nicht sieht. Ich habe das Gefühl, an einem gewissen Alter solltest du doch irgendwie wirklich einen Schritt weiter sein und sagen, hey, das ist eine normale Situation, es geht allen genau gleich. Man shit, vor allem, wenn man muss so einander nicht ignorieren, so tun, als würde man ignorieren, man kann auch einfach so nicht aufeinander reagieren und es ist voll okay. Ja. Vor allem, wenn es dann irgendwann zu einer peinlichen Situation ist, wo dann gleich nebeneinander steht und sagst, gar nicht gesehen, ich dich auch nicht. Ja, hat doch deine Fresse, jetzt gar nicht, die Situation würde es gar nicht geben, du dich einfach schnell angeschaut, genickt und gut ist. Oder halt, wenn er dich anschaut, du peinlich wegschauen. Ich meine, du kannst ihn anschauen, musst nichts dergleichen tun, wenn wirklich nicht irgendjemand ist, der viel damit zu tun hast, oder eine, das ist ja wirklich gleich. Was ich auch noch drauf habe, ist, am Zug oder am Bus nachsäckeln. Also auf den Bus oder auf den Zug säckeln. Kollege, hab deine Zeit im Griff. Wenn du stehst im Weg genug früh, wenn du es nicht schaffst aufstehen. Es kann nicht sein, dass du jeden Morgen auf den Zug säckelst oder am Bus nachsäckelst. Irgendwann bist du zu alt. Ja, das finde ich auch krass. Du musst deine Zeit im Griff haben, Bro. Du Also- lebst 25 Jahre auf dieser Welt, du weißt, wann der Zug fährt. Du weißt, wie lange du brauchst zum Bahnhof. Okay, vielleicht wenn du umgezogen hast und du es nicht einschätzen kannst, easy. Maximum 3 Mal. Das ist die goldene Regel. Aber danach will ich dich nicht auf den Zug säckeln sehen. Das ist traurig und peinlich. Und wenn du merkst, shit, ich bin spät dran, direkt schon am Chef anrufen, Bro, komm, spät, ich habe dazu verpasst. Du gar nicht erst säckeln, weil die Gefahr, dass du noch gleich verpasst ist und du dann traurig am Bahnhof chillst eine halbe Stunde oder eine Stunde, wenn es ganz schlimm kommt. Nein, das kannst du dir nicht geben. Du wartest gescheiter daheim. Vor allem, es ist ja auch witzig, es ist ja nicht einmal gross, dass du irgendwie allgemein Zeit müsstest im Griff haben, sondern du müsstest einfach irgendwann checken, hey, wenn ich einfach alles, was ich jetzt mache, eine Minute früher anfange, dann habe ich nachher null Stress. Es ist ja meistens nur das. Ja, geht es um ist ja, eine Minute. eben, wenn du säckeln musst, dann ist es eine Minute. Wenn Ja. sowieso, dann ist es sowieso zu spät. Ja. Also weißt du, finde ich, habe ich sagen. Und was finde ich, sollte auch etwas sein von der ersten Sache, wie sagen, willst du mit mir gehen? Monster Energy trinken dürfen wir einfach. Eigentlich sollte man das gar nicht. Aber wenn man es macht, wenn man irgendwie in einer coolen Gamer-Phase ist oder so. Nein. 25 gibt kein Monster Energy mehr. Das ist komisch. Es gibt Red Bull und das ist easy. Auch eigentlich kein Red Bull mehr. Irgendwann fängt man Kaffee trinken. Red Bull ist echt Straub. Ja. Aber von mir aus Red Bull. Aber Monster Energy ist nochmal traurig. Weil niemand braucht einen halben Liter Energy Drink. Das stinkt wie Pizza. Das sind so grosse Dosen. Das ist krank. Ja. Wenn wir gerade bei Monster Energy sind, das geht Hand in Hand, LEDs im Zimmer haben. Wo man kann umstellen kann. Wo man kann farbig umstellen. Ja, Hm? das ist krank, das machen wir nicht mehr. Wieso ist das krank? Nein, nein, Fresse. Das ist... Wieso? Was ist- Wer was wird ist- erwachsen, Also- Bro? Ja, ich werde erwachsen. Ich sehe schon, dass man das mit 25 nicht mehr installiert, aber wenn man es hat, das ist doch easy zum so, also weißt Wenn man es hat, mit 25 noch unter dem Bett oder so, wie so Ja. Tunes Auto. Ja, Geil für die dann tut man es Atmosphäre, nicht so ein bisschen brauchen. Nein, das finde ich krank. Deinen Kollege. Punkt sehe ich nicht, den kann ich nicht Wo, zustimmen. also, was für Atmosphäre? Wenn du eine Frau daheim hast, Rotlicht einstellen oder was? Nein! Bro, es gibt genau eine Atmosphäre, die es gibt. Entweder fix sie mit Licht, wie sie eine hübsche Frau ist, du fix sie im Dunkeln, also es gibt genau 3. Oder du willst wirklich romantisch und machst Kerzen an. Weil es fickt nichts also, Es ist jetzt kein- nicht ums Ficken gegangen. Nein, aber- Es ist einfach nur, es ist einfach gemütlich. was für Einfach Atmosphäre? so- Violettes Licht, für chillen oder was? Ja, einfach verschiedene. Ja, da tritt deine Spliffer-Scheiße aus dir raus. Das macht man nicht, das ist krank. Ja, ich mach's auch nicht mehr, aber ich Nein, einfach das nur, ist ich verstehe krank. nicht ganz, warum das nicht Krank. Es gibt genau einen Moment, wo man die Atmosphäre hat. Entweder du bist alleine, da ist dunkel, weil du schlafen willst, oder du bist hell, weil du irgendetwas machen bist. Und sonst, so ist der Mensch evoluiert, Alter. Es gibt Sonnenlicht, es gibt dunkel. Und wenn du wirklich willst, Stimmung haben, das tut schon... Es hat instant Menschen beeindrucken, das ist Feuer. Und wenn du ein Kerzchen machst, das ist das geilste Licht auf der Welt. Das Licht bringst du nicht hin mit LEDs oder sonst irgendetwas. Dann ist das Licht mit Kerzchen und dann ist alles gut. Und dann kann man darüber reden, wenn du deine Freundin massieren und sie dann noch ficken easy, du Kerzchen aufstellen. Aber sicher nicht das Licht rot stellen.
Das ist krank, das ist wirklich, das würde ich fast sagen, das sollte man gar nicht machen. Was ist an dem krank? Nein, du willst mir nicht sagen, du gibst mir kein nicht recht. Nein, also da kann Nein, wirklich nicht recht wieso? geben. Was? ist Nein, also da kann dir jetzt wirklich nicht Das recht ist geben. Licht. Ja, Licht ist geil. Was ist das Problem? Was? Also, schau, Benz, ich sehe, dass man, wenn man 25 ist, dass man nicht mehr sollte, irgendwie, also nicht mehr sollte, was heisst nicht mehr sollte? Logisch, wir reden ja nur über, so insgesamt klar, dass es irgendwie so, nicht mehr so altersgemäß ist, wenn man dann findet, wow, mega geil wäre, jetzt noch mehr LEDs irgendwo unten herpfetzen ins Zimmer. Aber, wenn du das schon hast, also ich sehe nicht mega das Problem. Ich sehe ab 25 nicht mehr so, dass die Leute irgendwie die Motivation haben, sich den Aufwand zu machen und das Zeug zu kaufen und irgendwo herkleben. Das sehe ich nicht. Aber irgendwie LEDs im Zimmer haben, wo du verschiedene Farben kannst machen, manchmal einfach so eine Farbe stellen. Also ich gehe mit dir mit. Weil, Ich gehe was mit ist dir das Problem? mit. Ja. Das sowieso nicht ankleben, das ist krank, dass wenn du den Aufmann gibst mit 25 Kilo. Ja. Aber ich finde das andere auch schon. Ja. Wieso ist, also was gibt's dir? Was gibt's dir? Ja, keine Violettes Ahnung. Licht. Was gibt dir violettes Licht? Ja, die Atmosphäre ist halt Für was? ein bisschen anders. Für was? Ich Nein, weiss doch die Atmosphäre ist nicht anders. Ich weiss doch nicht, Die aber du hast Atmosphäre ist anders, wenn du Kerzen hast, ja. Ja. Weil das ist... Du deine Kerzchen, Alter. Nein. Du kannst auch mit anderem als Kerzchen Atmosphäre schaffen. Nein. Oh, das ist einfach- Das ist etwas ganz anderes. Das Feuer ist etwas ganz anderes. Das Licht bringst du Ja. nicht hin. Das bringst Ja, Feuer ist geil. Ja, aber Aber wer hat wollen Feuer replizieren? LEDs. Du bist einfach so, Feuer, Feuer. Ja, Alter, ja, so primitiv. Aber LEDs sind ja auch easy. Ja. Nein, was willst du denn blau? Für was willst du blau? Ja, einfach weil es schön ist. Blau Blau ist schäbig. nicht schön, blau ist Krebs, Benz, Mann! Blau ist schäbig, weil das tut deine Augen so auf wach behalten, aber rot ist geil, weil hat die blauen Dings nicht drin. Und du kannst rotes Licht haben und schlafst nachher besser ein, obwohl du Licht hast. Ist doch Okay, geil. wenn du eine Lampe hast und kannst abstellen, dass sie von hell, also von LED mit Blaulicht zu LED ohne Blaulicht stellen kannst, easy. Das ist geil. Aber dann bist du ein gescheiter Sieg. Aber wir reden hier schau mal, ich habe eine Fernbedienung mit verschiedenen Knöpfen drauf, wo jede Farbe drauf Schiu. ist. Schiu. Was? Und Hast du wenn ich, das schau auch? mal, Nein. weißt du, lange nicht die mehr. ganz flachen sind es dann einmal. Und dann, schau mal, wenn ich den Knopf drücke, dann kommt sogar Regenbogen oder Disco. Ja, heb deine Fresse. Was Okay, gut. Ich Willst du in deinem kann, Zimmer Disco ich kann machen? mit dir übereinstimmen, wenn irgendjemand die eine Disco-Funktion braucht, dann bist du ein Psycho. Wenn du da bist in deinem Zimmer, ohne einfach zum Chillen bist du brauchst, sofort schon dann Psycho. hast du wirklich einen Schaden. Also, das stimmt dazu. Dann hast du wirklich einen Schaden. Das stimmt dazu. Aber wenn du einfach ein bisschen verschiedene farbige Lichter hast, ich sehe das Problem nicht. Ja, was ist das Problem? Also ich würde mit dem jetzt auch nicht mehr machen, zum Wenn's- LED-Streifen Ich muss es einfach akzeptieren. Ich habe auch eine Lampe gehabt, der Decke. Da habe ich sogar einen Lautsprecher drin gehabt. Wo ich auch die Farbe per App verstellen kann. Ja. Und dann habe ich manchmal auch das Gefühl, ich kann romantische Musik laufen lassen, rotes Licht rein und Nein, man muss einfach akzeptieren, dass das eine Zeit war, wo man noch nicht so gescheit war. Ja. Und das ist okay. Ja. Aber jetzt, nein! Ich meine, wenn ich es hätte unter dem Bett, dann würde ich es auch nicht mehr brauchen. Ja. Ich würde es sogar mitzügeln, jetzt noch, weil ich zu faul wäre, um die Waren wegnehmen. Wenn ich das gleiche Bett noch behalten kann. Aber ich würde es nicht mal anstecken. Das ist krank. Ja. Das will ich doch akzeptieren. Haben Sie sonst noch Sachen? Ja. Sich aufregen über andere Leute, die dich nicht angehen. Nein, ich finde, das vergeht nie. Weil es macht auch Es macht Spaß. Spaß, Es macht auch richtig Spaß. Nein, ich habe etwas anderes. Insgesamt, das, was wir vorher hatten, insgesamt rechtfertigen. Ja. Du musst ja. doch irgendwann an einen Punkt kommen und das sollte doch im Optimalfall vor 25 sein, wo du wie checkst, hey, rechtfertigen ist nur Ja, Gisi unangenehm und Yakuza. Zeitverschwendung. Ich kann es jetzt nicht mehr aussprechen. Gysi, Siak- Yakuza. So. Ja. Aber das ist es genau. Und das habe ich früher gecheckt. Vielleicht bei euch nicht, aber sonst bei anderen Menschen. Wenn du vor allem auf der Busstelle oder sonst irgendetwas, wenn du irgendeinen Fehler gemacht hast und die Leute hässlich werden oder beim Autounfall und du einfach gehst und sagst, sorry, ich habe nicht richtig aufgepasst. Ja. Nicht mal probieren ausreden. Ja, weißt du, einfach ich kann ehrlich noch mein sein. Handy. Sondern einfach nur sagen, Einfach ehrlich sorry, sein. das hätte mir nicht passieren dürfen, das war scheiße gewesen. Ja. Die Leute wissen nicht, was sagen. Ja. Und sie sind einfach ruhig. Du, mit dem, einer, der hässlichste Mensch ist, was es jetzt gibt, kommt auf dich zu, schreit dich an und du sagst, ja, sorry, hast recht. Und der hebt seine Fresse.
weil es halt auch... Ja, easy weil ist. er checkt dann so, fuck, er ist voll einsichtig und Ja. das könnte mir auch passieren. So, weil schlussendlich ist es immer so, du kannst schon sagen, ja, weißt, es kann ja jedem passieren, aber es ist nicht die richtige Art. Du musst sagen, sorry, fuck, ich hab's verkackt. Es regt mich selber richtig auf. Weil wenn du die Rolle, weil die einen kommen dann selber, ja, eben, kann ja jedem mal passieren, heb deine Fresse. Du sagst jetzt, irgendwie, du entschuldigst dich jetzt einfach, weil du hast einen Scheiß gemacht. Ja. Und die anderen sagen dann, kann jedem passieren. Ja, genau. Voll. Ja, voll. Ja, voll. Wenn du hässlich wirst, danach, es hätte dir auch nicht passieren, kann jedem passieren. So hätte ich Dann, nicht nein, Fresse, dann gibt es einen Alter, Beef. Wenn du einfach selber sagst, sorry, es hat mir nicht passiert. Und ehrlich auch Reue zeigst, weil es schießt dich auch an. Und das Gefühl, das dich dann aggressiv macht in dem Moment, wo du dich dann das Gefühl hast zum Verteidigen, das ist ja das, dass es dich schießt. Aber das Begreifen im Moment ist natürlich schwierig. Da Ja. dürfen wir natürlich nicht Jesus sein und sagen, ja, Aber- wer ohne Ja, Schuld ist, der wirft am ersten Nee, Stein. sicher, aber... Boah, stell dir wirft vor, dir die Note? du hast die Mentalität, so wirft der erste Stein, du nicht schon. Nee, Das wäre so lustig, Das extra- hätte die Note das ist so- runtergeworfen. Aber, also eben so, es gibt ja das Extrem, wo die Leute wie eben wirklich hässlich aufeinander oder die Leute, die sich nicht kennen, aber es gibt auch das, wo dann völlig Zeitverschwendung ist, wenn du irgendwie etwas falsch machst oder so mit Kollegen und dann fängst du an erklären, wieso jetzt nicht, etwas nicht optimal gelaufen ist und alle aussen sind einfach so, hey, schau, das wäre voll kein Thema gewesen, wenn du jetzt nicht würdest 5 Minuten darüber labern. Ja, voll. Aber ich habe das auch viel, so, dass es mich richtig aufregt, dass ich so, hätte man das oder hätte man das anders gemacht und hätte man das. Das finde ich nicht verkehrt. Das ist etwas, eben, es Weil geht das ja ist wie- so das Reflektieren, ja, Es geht was wirklich hätte so ich ums anders machen. Rechtfertigen. Ja, So, Ja, wirklich voll. rechtfertigst, das ist einfach Ich meine, hätte ich gesagt, Zeitverschwendung ja, und voll. macht alles schlimmer. Ja. Hey, also das ist ein kleiner filigrane Unterschied von sagen, ja, wäre das nicht gewesen, dann hätte ich das nicht gemacht und das nicht gemacht und dann wäre es nicht so gekommen. Oder sagen, hätte ich davor das gemacht, dann wäre jetzt das nicht passiert. Ja. Fuck. Mach Das ich ist der nächstes Mal filigrane besser. Unterschied. Ja, voll. Weil dann ist es reflektieren und das andere ist einfach so, ja, fuck. Sich Ja, ausreden und ja, nichts dann lernst daraus lernen, nein, das dann ist das lernst du nicht Problem. daraus. Das mit dem Rechtfertigen ist, glaube ich, das Problem. Du bist einfach so, ja, shit, ja, weißt du, irgendwie das und das ist halt so blöd gelaufen und darum habe ich es nicht geschafft. Und dann bist du wie so, aha, ja, okay, dann musst du dich ja nicht verändern, weil es nicht du hast ja nichts können machen, weil dein Umfeld ist ja irgendwie gerade per Zufall scheiße gewesen an dem Tag und niemand hätte es anders können machen und nächstes Mal kommt es dann schon gut. Dann lernst du nicht daraus. Ja. Gibt es noch etwas? Öschi? Ja, Du hast auch noch etwas. Troika-Wodka saufen. Oh ja. Oh shit. Troika-Wodka ist von mir das gleich, wenn es einfach der Weiss ist. Mhm. Also wenn der Oder geil der Grüne zum Gummibärli, Fröschli machen. Das ist und während der auch- Fasnacht, ja. Während der Fasnacht. Ja, das ist easy. Aber sonst, nein, farbige Aber so Tro- Gummibärli nein. und so, Alter. Nein, das darfst du nicht mehr trinken. Farbiger Wodka, es gibt so viele Farben. Als Jugendlicher hast du alles durchgesoffen. Einfach kannst du mal probieren. Ich finde den noch geil. Hey, du bleibst noch Zahnspülung, ja. Wir Grüne sind von mal mir so aus einen an Fasnacht Hanfwodka ist, aber Fasnacht ist schon so mal drunter. Ja. Also eigentlich solltest du solltest gar nicht an Fasnacht gehen für den Gunski. Aber es ist easy, man macht's. Das ist so der Schand, aber du merkst es am nächsten Tag auch. Aber wirklich, das ist ganz ein guter Punkt. Das ist wirklich ganz sauber. Gibt's so Sachen, wo Nicht man... so deep wie der vorher, aber du bist so eine Missgeburt, wenn du mit 25 noch sagst, oh ja, kaufen wir noch Das schwarzes Gummibärli, so, Gummibärli. Bro. Verreist. Ja, aber das kommt halt wieder mit Energy Drink an. Eigentlich solltest du mit 25 gar kein Energy Drink mehr trinken. Weil dann musst du ja kein Getränk... Also Mischungen mit Energy Drink sind immer räudig. Ich meine, mit Gocki merkt... Nicht alle. Was denn nicht? Fuck, ich muss überlegen. Ich halt keine Ahnung. Ich hab trinke fast nur nie- Nocco. Und Ja. Energy Drink würde ich sonst nie trinken. Sonst trinke ich vor allem Kaffee. nur Nocco. Ich nehme fast kein Red Bull und so mehr. Ja, sonst Was trinke ich eigentlich nur gut Kaffee. ist. Aber Nocco ist ja easy, weil das hat keinen Zucker drin. Das ist so für Sportler. Also es wirbt einmal damit. Dann denkst du, ja, ich mache Sport, ich trinke Nocco. Easy. Oder wenn von mir ist Red Bull macht, das ist das gleiche ja auch. Aber mit was wirbt Monster? Die tut mir nichts. Sie haben es doch am Anfang auch probiert mit Sport. Nein. Die hat immer die Gamer schon abgeholt. Ja, aber sie haben doch... Aha, ja, vielleicht das mit dem, aber sie haben doch auch irgendwie Ja, am ja. Anfang probiert, so ein sponsormäßig. Oder wenn dann noch so irgendetwas hast wie so Booster-Kack, Alter. So die Plastikflasche mit einem fetten Deckel. Booster, Gaming-Booster. Bring die um, Kollege. Und so etwas saufst, Alter, wirklich. Genau die Leute, die den ganzen Tag am PC hocken. Oder so 1,5 Liter Flasche. Pure Energy. Fuck.
Das sind so arme Leute, ey. Das ist so etwas, was du eigentlich im Gym brauchst, wenn du auch wirklich die Energie brauchst. Aber Ja, das- nicht einmal. Du brauchst das in keiner Lebensphase, brauchst du das. Ja klar, du brauchst es nicht, aber wenn, dann brauchst du es dort. Ja. Aber eigentlich müsste ich fast schon sagen, Energy trinken ist Schmutz. Also, Es ist Aber das scheiße. ist wie dort, wo wir mal so die Koffeintabletten hatten. Wo man eine Zeit lang, wo es noch nicht illegal war, so hochdosierte Koffeintabletten. ja, wer hat ja ins Militär Dort, wo gegeben? der Rölli 300, im 300 Ding- Milligramm. Nein, die hat ein Gramm Koffein drin gehabt, ja, Oh shit. Oh shit. Oder 800, oder 1 Milligramm oder irgend so etwas. Und danach hat der Rölli, wo er jetzt seine Fitnessphase angefangen hat, hat mit so Zeug experimentiert. Und dann ist er zum Arbeiten so die Pille mitgenommen und hat schon mir eine gegeben. Und dann habe ich einmal länger arbeiten. Irgendwie bis um 9 oder so müssen arbeiten und ich bin so am Arsch gewesen, ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt. Dann habe ich gedacht, ich habe ja noch die Pille vom Rölli. Oh, Und dann habe ich die gefressen und boah, habe ich Herzrasen gehabt. Ich habe so viel Energie gehabt, ich musste irgendwie Klimmzüge und Liegestütze machen, einfach so irgendwo hin mit dieser Energie. Schon, aber das habe ich noch nie gehabt bei Koffein. Dass ich das Gefühl habe, ich muss Liegestütze und Klimmzüge Ich habe das bis jetzt auch nur dort gehabt, dass Schon. ich wirklich das Gefühl Ja, habe, aber der Elias ich sagt muss es auch jetzt immer etwas machen, weil sonst der Wo der Platz Loco ist. frisch rausgekommen ist, hat der Elias das auch immer gesagt. Ja, weißt du, du musst... Das habe ich noch nie gehabt. Ich habe immer... Wenn ich wirklich zu viel Kaffee trinke, dann habe ich Herzrasen. Das merke ich mir. Ja, das habe ich nicht gerne. Und das habe ich einfach nicht gerne. Aber ich habe dann nicht das Gefühl, es geht weg, wenn ich Sport mache. Das habe ich auch nicht das Gefühl, ne? Und auch der Anschiss oder so vom Arbeiten, der geht ja nicht weg. Du bist einfach nicht müde. Hey, Aber du hast den Anschiss. der Arsch wird schlimmer. Weil ich habe mal am Anfang, wo ich meine Kaffeekarriere gestartet habe im Büro, dann... Es ist wirklich so, Alter, sobald du im Büro bist, bist du einfach kaffeesüchtig. Das ist nicht normal. Weil einfach immer eine Kaffeemaschine Kaffee ist aber nebendran auch geil. Und dann halt irgendwann habe ich halt angefangen so mit meinen 4-fachen Espressos. Und am Anfang, was? Das ist am Anfang, krank. als ich die 4-fachen Nein. Espresso angefangen habe, ich habe es noch nicht aufgemacht, ich habe es einfach mal probiert, weil ich einfach so müde war. Und dann dort hat es irgendwie geklappt und dann habe ich es wieder mal gemacht. Und ich habe so dermaßen Herzrasen, also mir ist schlecht gewesen, ich habe mich gar nicht mehr gespürt, ich habe gemeint, ich werde krank. Weil einfach, es war mir einfach zu viel gewesen, die 4-fache Espresso. Wenn so mittlerweile ist es easy, ich kann es mir so gemütlich mal gönnen. Aber dort... Ein wenn vierfach Espresso, gönnst du dir mal gemütlich mal. es- Ja. Du bist so ein Vollidiot. Ja, schon. Ehrlich, Weißt du, wie ey. viel ist das? Das sind zwei Also Energy ich Drinks. mache es nicht so oft. Aber ich tue mir auch immer bei der Kaffeestellung auf extrem. So. Alter Maul. Alter, das ist doch nicht okay. Aber den doppelten Espresso nehme ich immer, das ist so mein Standardkaffee. Schon, du nimmst nicht echt schwarzen Kaffee, du nimmst doppelt Espresso. Ein doppelten Espresso, Aber warum? schön Milch drin und dann... Das ist sowieso krank. Espresso, da man doch ohne Milch trinken. Ja, ich lasse einfach Espresso raus, weil das die stärkste Variante ist, die ich rauslaufen kann. Schon, aber ich trinke nicht Kaffee, um wirklich wach zu werden. Ich trinke Kaffee, wie ich es geil finde. Und manchmal trinke ich viel zu viel Kaffee. Mhm. Aber ich nehme Kaffee und dann trinke ich den schwarz leer und trinke ihn einfach. Und wenn ich noch Lust habe zum zweiten trinken, weil ich einfach Lust habe, dann trinke ich den zweiten. Aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, fuck, ich bin so müde, ich muss einen Kaffee haben. Nein, ich trinke es für beides. Ich trinke es, weil ich wach werden will und weil ich es geil finde. Ich habe das Gefühl, die das so sagen, das sollte man eigentlich fast auch auf die Liste tun, aber ich weiss nicht, wie es ist, darum will ich nicht unbedingt. Aber die jetzt sagen, oder die so T-Shirts haben. Oh shit, nein, generell, so T-Shirts. Was für Da bist du in einer ganz falschen Richtung gerufen, wo eben, was so drauf steht. Man muss gar nicht mit mir reden, sobald wir mit mir Ja, genau. Ja, du musst aber gar nicht mit das- mir reden, das- bevor ich meinen ersten Kaffee ist, getrunken das habe. ist so etwas, Das ist etwas, was mir machst nach 22. Ja, das ist so Das Mittelzeug. fängt an nach mit 40 Jahren. 22. Das ist Okay. eigentlich genau das, was Oder du machst ab dem Alter. Mit 40. Oder du bist eine Frau und findest es kultig. Das passiert auch noch viel. Ich habe das Gefühl, wenn jemand das trinkt, dann ist es eine Frau. Ja, fair, ja, der gesehen. So, oh mein Gott, also, du musst gar nicht mit mir reden, bevor ich meinen ersten Kaffee habe. Das ist etwas, was eine Frau sagt. Den Satz habe ich aber auch am meisten von Frauen gehört bis Ja. jetzt. Wie sie das Oft. kultig findet. Ja. Kultig. Lustig. Ich find, Allgemein ist es ja wie irgendwie so früher. Bei mir war immer das Problem, gewesen, dass ich meine T-Shirts so lange halt immer behalte, aber eigentlich irgendwann, wenn du so, keine Ahnung, 14, 15 wirst, merkst du so, eigentlich sind so Aufdrücke auf T-Shirts nicht so ja, schon. cool. So, eigentlich ist es viel angenehmer, wenn du einfach ein T-Shirt hast, wo nicht bedruckt ist, einfach so ein einfarbiges T-Shirt, wo du findest, so, hey, oder das irgendwie so. Aber ich habe immer noch so T-Shirts mit Aufdrücken, weil ich es einfach nicht vorkriegen. Aber eigentlich finde ich es angenehmer, einfach so ein einfarbiges T-Shirt. Es kommt darauf an, was drauf ist. Ja. Wenn du Ja, ein Zeichen ja. drauf hast, ist easy. Ja, oder wenn es irgendwie etwas ist, wo, wie, ich habe viele T-Shirts, wo mir emotional in dem Sinn, wo ich coole Erinnerungen daran habe, und das ist auch cool, aber das machst du dann gleich nicht, um irgendwie stylisch zu sein.
Hey. Du lässt ja... Ich weiss, dass du schon nicht Cash-T-Shirt hast. Das ist ja dann scheißegal. Voll. Ich meine, das juckt ja auch niemand. Aber wenn du wirklich ein T-Shirt hast, wie so einen Kaffee, wo so mehr, eine Kaffeetasse mit Gesicht, wo so mehr reinschaut, und dann steht unter der Spruch, nein. Also, nein. Das sind Video, wo das so, du das Kind gekauft hast, an deiner Mutter so, ohne dich ist alles doof mit diesen dummen Schäfchen drauf, Alter. Oh, die. Oh, Die shit. gibt's gar nicht mehr. Ja, ich glaube, die Also, gibt es nicht mehr. das ist schon Aber ewig früher, gewesen. es hat doch so Täterli-Laden gegeben. Mann. Vielleicht gibt es noch. Wie heisst der da unten? Oder gibt's noch? Oder auch McPaper und so hat es ja viel So gehabt. Ideencafé, das wieder Laden gegeben. Nein, ja, Idea-Café ist immer noch, aber der hat nicht nur so, der hat nicht so Ramschschenkli. Früher schon. Aber es hat einen Früher war ja, alles voll gewesen mit den Schäfchen. Da hast du Tässchen kaufen, Schal, Küsse, alles. Pantoffeln, alles. Es hat, Michaels an der Hauptstraße hat so einen Laden Ja. gegeben, wo so Geschenkbox irgendwie Wundertüte. Eben das heisst dort, so. ja, Wundertüte, Und nachher genau. bist du dort reingekommen und dann hast du so Kärtchen können kaufen für irgendwie Geburtstag, die Jubiläumsgeburtstag, 10, 20, 30, 40, mit irgendwelchen Boomer-Sprüchen über irgendwelche perverse Sexualitätsdingssprüche drauf. Ja, Ich bin dort immer rein gewesen, so. mit dem Wer? Fahrverbotszeichen mit der Ja, Zahl. ja, genau. Und ich weiss auch nicht, wie lange gibt es den Laden schon nicht mehr? Wir sind mit 12 Mal dort reingelaufen. Im ersten Moment hast du so gefunden, lustig, dort hat es irgendwie so lustige Geschenke. Hast du nicht ein Kondom gegeben, das so Mal war, so mit Zeugs. 18, Montag, Dienstag, Mittwoch, Genau. Donnerstag, Freitag, danach so 30, Montag oder irgendwie. nein, 30 Januar, Februar, März, Ja, April voll. und danach 50, 2010, 2011, 2013. Schau, die hast du wieder noch lustig. Und wir sind mit 12 Wir sind dort einfach rein. traurig. Wir sind mit 12 Bin ich jetzt ein dort rein. Boomer, Alter. Oh, Und dann shit. Ich bin gefunden, jetzt 30. das ist ja ultra peinlich, wenn man so Zeugs kauft und sogar als Geschenk kauft, anderen als Geschenk. Ja, aber das sind so Aber Leute, das die man Zeug nicht ist richtig wahrscheinlich kennt vom Arbeiten. Und du bist in der Geburtstagsparty eingeladen. Oder vom Militär. Du bist in der Geburtstag... Dann kaufst du das Zeug, oder? Ich meine, da kannst du ja nichts sagen. Ja. Dann findest du es auch Ja. lustig als... Ja. Aber weißt du, das ist lustig, also Ja. Sprüche. Na gut, jetzt mittlerweile würde ich sagen, Nein. oh shit. fick Lustig, dich. also Aber Sprüche ist unter irgendwie, weißt 25. wenn du auf so einer Karte liest oder sonst irgendwo siehst, denkst du einfach so. Aber wenn irgendeiner so random das droppt, kann das der härteste Banger sein, wo es wie jetzt gibt. Ich weiss das nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist, wenn es so exposed ist, So wirklich wie so auf mit dem einer Dad-Humor. Karte oder so, dann bist du wie so... Ja. Ja, aber Dad-Humor, Lame. ja, ist auch viel witzig, wenn es ein Dad sagt, als wenn einer sagt, weißt du, so ein Dad-Joke, Ja. das und das. Ach. Aber wenn so ein Dad dann sagt, das ist schon mal etwas anderes, ja. Ja. Das Aber du ist musst wirklich da lustig. musst du halt eine gewisse, Ja, die Reife halt. so die brauchst du einfach, Ja. damit es lustig ist, wenn du so etwas rauslässt. Geil. Gibt es Sachen, die man ab 25 dafür machen? Also wie das Umgekehrte? Ja. Wo dann wie vorher, vorher wie so ein bisschen unangenehm sind und mit 25 bist du dann einfach so... Kaffee trinken. Alle Leute auf der Straße duzen. Sehe ich. Aber bei den älteren Leuten darfst du es eben nicht, weil die Mal, sind ich mach's pisst. bei den älteren Leuten. Ich mache es auch, aber ich glaube, es gibt sehr viele ältere Leute, die eine Art wie vielleicht immer noch in dem Ding inne sind, von wegen, hey, also du hast nicht einfach jemanden zu duzen, weil das ist nicht höflich und die sind dann pisst. Stimmt aber- schon, ja, ich sage eigentlich auch immer Grüezi, aber wenn sie mir sagen Hoi, dann sage ich auch Hoi. Voll, ja. Weil dann denke ich mir so, Alter, also wenn du dann ein Problem damit hättest, dann wärst du ein Wichser. Weil du kannst ja mir nicht Hoi sagen und ich dir Hoi. Nicht Hoi, weil du alt bist. Mach ich Sinn. Wahrscheinlich hätte ich aber auch Freude, wenn mir Hoi sagt. Ich meine, ich bin jedes Mal traurig, wenn irgendwelche 13-, 14-Jährige mir Grüezi sagen. Ich sage jetzt mal aus Reflex zurückgrüezi, egal wenn es ein kleines Kind, so ein 5-Jähriges, sagt grüezi, und so grüezi. Weil einfach aus Reflex. Ja, aber raus- wenn ein 5-jähriger Kind ist dann so, Grüezi, ja, du hast Grüezi gesagt, ja, Grüezi. Nein, ich sag- Aber wenn ein 14-jähriger ist dann, Grüezi, ja, Grüezi. Und dann ist so, fuck. Ja, ich denke jedes Mal denke ich mir so, wieso habe ich jetzt grüezi gesagt, Alter? Fuck. Das ist einfach noch, ich sage mittlerweile teilweise sage ich sogar extra Darum sage ich grüezi. eigentlich sage ich fast nicht mehr Grüezi. Ich sage nur noch Sally oder Ja, Hoi. ja. Oder morgen, wenn du so Ja. einen richtigen Ich sage nur Moment- Morgen. Ich sage Guten Morgen. Ich sage, Ich sage immer Guten Morgen. Ja. Aber weißt du, ich der sage mit- morgen, das Problem ist,
Ich sage am Nachmittag, am auch dann morgen. Ja, Und Das oh ist shit, immer am auch- Wochenende sagen am Shit. Mittag, am Morgen. Bitter ist, wenn ich ein E-Mail schreibe und irgendwann am Abend schreibe, guten Morgen. Und nein. Ja, dann kannst du schreiben, so, ja, Bro. Was? Kannst du dann denken, vielleicht auch zuerst am nächsten ich Tag. mache es erst am nächsten Tag auf. Aber weißt du, das Ding ist, der mit dem Sitzen, den verstehe ich noch halbwegs irgendwo durch. Aber wenn die Leute kommen, das heisst Herr Doktor. Nein, das ist einfach ein Hurensohn. Ja, vor allem, wenn du es nicht geschmecken kannst. Boah! Dann kannst du es nicht Alter. schmecken. Aber habt ihr Alter. das schon mal erlebt? Ja, der Chef von meinem Großvater war so jemand. Gewesen. Ja. Das ist schon strub. In welchem Jahr? 1000 Das ist sind nicht wir. Herr, das ist Doktor. Das heisst Herr Doktor. Herr Doktor Nein, es ist Arschloch. nicht Herr, oder? Das heißt nur Doktor. Kann man. Also ich weiß nicht. Kann ich was die Oder Leute wollen. das heisst Doktor. Ja, ich glaube, Herr Doktor sagt. Das ist dann ein bisschen mächtig, als wenn du sagst, das heisst Doktor. Das heisst Herr Doktor. Du könntest eigentlich schon als Ingenieur, könntest, als Bachelor könntest du das schon sagen. Was? Mein Vater kommt immer Briefe über mit diplomierten Ink. Ah ja. Künstler über. Das heisst diplomierte Ja, genau. Das wäre richtig dumm. Primarlehrer. Das heisst im Fall ziemlich mal Keller. EFZ-Künstler. EFZ Kürzel. Diplomierte. Was wär ich? Ich wäre Dippel. Bin ich Nein, Dippel? du bist nicht Typ. Ah, Master of Arts. Du bist oder was Bachelor ist of das? Arts. Bachelor of Bachelor Arts. of Keller. Arts. Dippel of Arts. Das heisst Dippel Bachelor of Herr Arts. Bachelor of Arts Keller. Herr Lehrer. Herr Lehrer. Herr Lehrer Keller. Lehrer bist noch krasser, Alter. Nein, du kannst einfach sagen, das heisst Herr Keller. Easy. Duzen ist schon etwas Wir komisch. sind jetzt bei. Was? Duzen. Ah, das Duzen und Herzchen ist schon. Wir sind bei 56 Minuten und Warte, er du bist will gerade ins Sinn gekommen. Top oder Flop Österreich noch machen. oder? Ja, stimmt. Nein, weil wir kann von. Weil irgendwie gab es die Frau vom Chef vom Großvater. Also der Vater hat schon wieder erzählt. Eben das, sie haben einfach mal gefragt, ja, gibt es Sri Lanka Straße? Er war so abgewiesen. Er hat gesagt, so, nein, wir schwingen uns von Baum zu Baum. Also weißt du, aber wie kommst du auf die Idee zu fragen, ja, gibt es nicht Straße? Also, Das ist eh. also voll- sogar Ameisen haben Straße. Aber was fragst du jemanden, der sagt, gibt es Straße bei euch? Das ist voll krass. Also, das ist Sogar Ameisen auf der Straße. Das ist insgesamt voll das krasse Thema. Aber da würden wir jetzt ganz neues Fass auftun, also von wegen Entwicklungshilfe und so Zeugs, dass die Leute, viele Leute da, und ich auch mega lang, wie nicht gecheckt haben, dass die Leute alles checken, aber das haben wir im Podcast, glaube ich, auch schon mal gehabt, das Thema. Ja, alles schon nicht gerade. Ja, logisch checken sie alles. Mal. Aber trotzdem sind es gewisse Leute blöd, so wenn sie da in die Schweiz kommen und dann noch Gewürz von Sri Lanka verkaufen, zum Madagaskar anzeichnen, dann ist es für Sri Lanka. Also ich weiß ja nicht. Wo ist das gewesen, mit Madagaskar? Ich habe noch nie so viel Freude gesehen, ehrliche Freude. Ehrliche Schadenfreude. Ja, das muss man bestrafen, sorry. Also bitte. Aber nein, sorry, aber Spätestens ich nach kommentiere das Madagaskar nicht. weiß jeder, wo Madagaskar das ist einfach zu geil, Alter. Das ist wirklich so. Ich kommentiere das nicht. Ich meine, ich wüsste vielleicht, ich wüsste wahrscheinlich auch nicht genau, wo Sri Lanka liegt. Ich würde es probieren, aber ich wüsste nicht genau. Aber ich weiss, wo Madagaskar liegt. Ja. Also, haben wir ein Top oder Flop Österreich machen? Oder wenn wir's- wenn wir gehen. Ja, ich würde sagen, wir lassen es, weil... Ich kann mich abrappen, wir haben schon genug. Ja, Ja, ist eine gute Folge gewesen, ohne Ja, dass die cool. Scheiße ist. danke euch Was fürs soll gehen, wenn es am schönsten ist? Zuhören. Hier sind alles Nice Leute. lustige Leute. Freddy du Keck. Lass dich nicht mehr. Ja, lass schon lange nicht mehr. Das Das lässt Sound. niemand mehr. Gib uns die Für Stammhörer. Ich glaube, der Hemmerli. Ich glaube, der ist unser einziger Stammhörer, der es immer noch lässt. Ja. In dem Fall. Den haben wir viel zu wenig appreciated. Und ne? vielleicht- Grüße Flo. an dich, Namensbrüder. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, gut, hast du schon gelesen. Tschö. Kommst du mal vorbei? Kommst du mal vorbei, machst mal reden. Ja, sicher, weißt du, witzig. Wir brauchen mal jemanden, weißt du, mit ihm könnten wir über Sachen reden, die wir noch nie mit irgendjemandem geredet haben. Weil wir, also gut, wir kennen ihn alle vom Sehen und Hören. Mit dem Hörli? Ja? Ja. Oder kennst du ihn gut? Ich wüsste Ich nicht, bin was mal mit wem ihm wir im reden. FC gewesen, aber... Ich meine, das war in meiner Parallelklasse, aber gross geredet habe ich nie mit ihm, glaubst Ja, ja. Ja, schon, wenn du Lust hast. du? Ja, wenn Gibst du Lust Bescheid. hast, gibst Bescheid. Jetzt sagst du am Lull, der Lull sagt uns. Easy. Tschüss. Tschüss.